Hallo zusammen, grüezi miteinander, hoi miteinander, herzlich willkommen auf meinem Schweizer Kanal. Wie Menge Video habe ich jetzt gemacht auf Schweizerdeutsch? Das ist, glaube ich, der vierte. Es wächst langsam. Wir haben im Moment 61 Abonnenten. Es ist nicht schlecht für den Anfang, aber es dürfte natürlich mehr werden. Hey, ich bin seit dem Morgen dran. Hey, ich bin im Fall voll am Büffeln. Jetzt habe ich gerade ein Video hochgeladen für den türkischen Kanal. Darf ich euch schnell etwas zeigen? Schaut, jetzt ist hier, das ist der letzte 60 Minuten Klick, oder? Jetzt habe ich ein Video draufgeladen, gesehen, wie jetzt das hopp raufgeht. Und ich habe jetzt noch keine grosse Werbung gemacht. Und die letzten 60 Minuten habe ich 96 Klick gehabt. Hier kann man schauen, die letzten 48 Stunden habe ich 4426 Klick gehabt. So sieht das in der Statistik aus, wenn es euch interessiert. Das mit 48 Stunden, hey Leutlis, ihr könnt mir glauben, morgen Nachmittag steht dort entweder 7000 oder 8000, weil Leute haben Samstag, Sonntag Zeit und dann schauen. Also wir YouTuber, was willst du machen? Du musst Video machen, du musst Video drauf tun. Übrigens, heute am 12:30 mache ich eine Live-Schaltung auf meinem türkischen Kanal. Die Türkisch lernen wollen, könnt ihr mal dort langsam und schüch anfangen. Und dann könnt ihr in der Ferien Türkisch reden, oder? Wir könnten jetzt einen ganz kleinen Test machen. Wir könnten jetzt, wenn ihr ganz schnell einen Satz auf Türkisch. Ja, ist ganz einfach. Wir haben, in der Türkei haben wir viel Ü, oder? Also machen wir etwas mit Ü. He? Also, küçücük. Sagt einmal, küçücük. Jawohl. Heißt sehr klein, oder? Küçücük, sehr klein. Und dann sagt er Çük. Çük heisst Pfeifeli. Also, küçücük, Çük. Aber dann müsst ihr natürlich, wenn ihr dort unten sind, ja nicht sagen, wenn der Kellner kommt, oder? Der kann dann das falsch verstehen. Also, es ist eigentlich auch lustig, oder? Jetzt gehst du deinem Mann und sagst, du hast küçücük. Ja, es tönt auch noch gut, es ist lustig, aber ob er denn das so lustig findet, das weiss ich also nicht. Da müsst ihr dann miteinander schauen. Ja, mein anderer Kanal ist immer noch bei 96, es wächst irgendwie nicht. Die Leute sind, glaube ich, beim Einkaufen, es ist 5 ab 11. Hey, ich bin seit dem Morgen dran, es gibt mega Arbeit, das YouTube-Zeug. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich die ganze Zeit sausen lassen, ehrlich. Ich habe gar keine Freizeit mehr. Ich bin dauernd. Entweder bist du dran für Geschäfte am Arbeiten und dann kommst du heim und schaffst. Hey, es macht Spass. Nein, ohne Zeichen. Ich mache es gern. Ihr könnt euch abonnieren. Es wird andere Videos noch kommen, sobald es wärmer wird. Schaut mal da, was ich hier habe, oder? Ich habe hier eine Drohne gekauft. Dann fliege ich über die Häuser, im Sommer, wenn alle Bikini anhaben, über Gärten. Und dann habe ich Objektiv, anzoomen und dann tue ich euch von der Nachbarschaft einmal die Gärten zeigen. Nein, sicher machen wir das nicht. Das ist verboten, darfst gar nicht. Hier umeinander, wenn du jetzt hier umeinander 20 Meter raufgehst und über die Häuser fliegst, kannst du natürlich Gift draufnehmen und nach 5 Minuten kommt die Polizei. Was du kannst machen, weit raufgehen, da darfst du, glaube bis 120 Meter, mehr darfst du gar nicht rauf. Und dann Aufnahmen machen, dann siehst du natürlich kein Detail. Das kannst du machen. Es gibt mit der Drohne Gesetz, oder? Und dann musst du die App abladen und dann sagt es dir sowieso, hey, da darfst du nicht fliegen. Wo ist das gewesen? Zweifelden. Habe ich filmen, weil das ein Abonnent hat wollen, auf dem türkischen Kanal, ob ich Weinfelden, darfst nicht. Es hat dort Flughafen in der Nähe, darfst nicht. Du darfst nicht rauf dort. Du kannst, glaube ich, nur 20 Meter oder 30 Meter, es macht keinen Spass. Also los sein. Es gibt so gewisse Gesetze, oder? Und da musst du natürlich schon schauen, oder? Du kannst doch nicht über Gärten und
was meinst du, was sagt der Nachbar? Der andere nimmt vielleicht Flinten und schiesst das Seich oben runter, oder? Und dann ist der Dreck, oder? Hat Geld gekostet, oder? Hä? Hey. Und übrigens, in 2 Wochen, Samstag, um diese Zeit, werde ich unterwegs sein mit dem Auto in die Türkei. Nein, es ist ganz einfach, es ist so, ich werde gehen. Es sind 2'500 Kilometer und ich mache es gern. Ich werde Videoaufnahmen machen, ich werde Live-Schaltungen machen auf Türkisch. Und nochmal, wenn ihr Türkisch lernen wollt, schaut einfach, irgendwann könnt ihr es dann, oder? Du musst einfach Ü. Ü ist wichtig, wir haben viel Ü. Zum Beispiel Griechen, nicht Griechen, oder Serben, irgendein Land hat eine Insel, da heisst Grk, Grk. Habt ihr schon mal, ihr könnt googlen, da gibt's, hey, wir haben Ü. An Masse, wir könnten Ü geben, dann heisst Kürk. Kürk, nicht Grk. Die haben doch dort den Buchstaben vergessen. Wir haben genug Ü. In der Türkei jetzt genug Ü. Menge, oder? Ü und Ö auch. Hä? Ö, Döner, oder? Döner macht schöner, aber macht auch dicker. Das sagt niemand. Also mich macht es dick nicht mehr schön. Schau mich mal an. Dann kannst du mich langsam rugeln. Aber es ist nicht vom Döner, es ist von Schweizer Schoki. Also da können die Türken nichts dafür. Da muss ich sie wirklich in Schutz nehmen. Sind Schweizer schuld, ja. Schoki. Nach dem Essen, zu Abend, vor dem Fernsehen, geht's los, oder? Mit Lind und irgendwo mit Zuschauer hörst du auf. Lauter Ranzen sehe ich den Boden nicht mehr, oder? Aber ist schon gleich. Das ist ein anderes Thema. Hauptsache gesund. Es ist eben nicht so gesund. Man sollte schon ein bisschen auf Linien schauen. Aber was willst du schauen, wenn du gar keine Linie mehr hast, oder? Hey, gestern bin ich beim Kollegen wegen der Steuern. Moment schnell, ich muss das natürlich schon unter Kontrolle haben. Da. Hey, jetzt musst du mal schauen, hä? Jetzt schau mal das an, hä? Hä? Irgendwann geht die Sonne schon auf. Nein, gestern bin ich wegen der Steuern beim Kollegen, übrigens Roger. Wenn du schaust, ein Gruß. Aber ich weiss, du wirst wahrscheinlich nicht schauen. Aber wenn du schaust, kannst du mir unten schreiben, Kommentar, ich habe geschaut, ich habe es gehört. Ein Gruß von mir, gell? Er tut meine Steuern ausfüllen. Ja, er kann das einfach, ich kann es nicht. Ich habe keine Geduld für den Seich, ehrlich. Und dann haben wir das gemacht. Und übrigens, hey, die Aliment zahlen, ich bin gestern schön verwacht. Die Aliment zahlen, bis 18 könnt ihr abziehen. Nachher könnt ihr nur noch einen festen Betrag abziehen. Nachher könnt ihr nichts mehr abziehen. He? Also ich bin gestern auf die Welt gekommen. Was kann ich jetzt sagen? Ja. Und übrigens, nein, ja, jetzt weiss ich's. Hey, Millionär werden, das ist im Fall auch nichts in der Schweiz. Das habe ich gestern auch erfahren. Wenn jetzt du 1 Million verdienst, zahlst 350'000 Franken Steuern, nein, dann will ich die Million nicht. Nein. Dann bin ich zufrieden so, weil 350'000 Franken, das ist mir doch zu viel. Dann sollen die Millionäre untereinander machen, was sie wollen, aber hey, lasst mich einfach in Ruhe. Ich will nicht Millionär werden. Stell dir vor, 2 Millionen zahlst du 700'000. Wo hat es denn Platz auf dem Einzahlungsschein für so viel Null? Ich habe gar noch nie so viel eingezahlt. Nein, heute machst du es ja am PC, kannst es scannen. Aber kann man echt so viel Nulls scannen? Ich weiss gar nicht. Da kommt sicher 7'000 statt 700'000, oder? Hey, stell dir einmal vor, hey, gibt es so Leute, die so viel Steuern zahlen? Hey, anscheinend hat dort ein Typ abgemacht mit der Gemeinde, der hat keine Steuererklärung ausgefüllt, der hat immer alle Jahre 1 Million gezahlt. Das ist ja so weit gut. Aber jetzt müsst ihr hören, der Typ ist gestorben. Die Gemeinde ist 3-mal mit dem Steuerfuss auf. Hey, Wahnsinn, da stirbt einer weg. Haben wir echt hier auch solche, die 1 Million zahlen? Ich weiss es nicht, ich kenne nur solche, die kommen über. Sozialfälle. Haben wir auch solche im Dorf? Hey, der Typ macht nichts, der ist invalid. Aber wenn ich ihn anschaue, der ist fitter wie ich.
Das ist ja wahnsinnig. Also ich sage keinen Namen. Er wohnt hier hinten am Hoger. Gell? Also, wie viel haben wir? 10 Minuten und 13 Sekunden. Was macht der Kanal? Der Kanal tut Kanäle, der geht weiter. Und wenn es so weitergeht, geht das Kanal ab. Ab Kanalisation, darum heisst Kanal. Kabelkanal. Darum, beim Fernsehen heisst es auch Kabelkanal, aber manchmal habe ich das Gefühl, das Kabel ist an der Kanalisation angeschlossen, weil der ganze Orbit nur Scheissdreck kommt im Fernsehen. Darum heisst es ja Kabelkanalisation, müsste eigentlich heissen, weil ja nur Scheissdreck kommt. Ja, und was machen wir heute noch? Heute machen wir Live-Sendung. Und nachher geht es weiter. Gehe ich mit dem neuen Karren ein bisschen spazieren fahren. Nein, sag ich muss noch ein paar Sachen holen. Wegen der Türkei-Reise muss ich noch ein paar Sachen vorbereiten, damit die auch alles dabei haben. Da musst du alles dran denken. Weißt? Klar, du kannst Scheibenwasser zum Scheibenputzen, nicht zum Saufen, zum Scheibenputzen. Gut, gibt vielleicht solche, die Scheibenwasser saufen. Das sind die, wenn sie verrückt werden, so richtig schäumen. Die haben, glaube ich, vorher Scheibenwasser gesoffen. Nein, Scheibenwasser kannst du auch noch jemand anders posten. Nur bei diesen Tankstellen kostet dann 2 Liter 25 €. Und da, im Lidl, ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber kostet 3,90. Dann nehme ich doch da für 3,90. Also, 4 Franken, dann nehme ich 5 Stück und kostet immer noch 20 Franken. Du fahrst doch besser. Und ich muss ja noch weit fahren, oder? Du musst ja schauen. Hey, also, dann machen wir es so, wenn ihr euch nicht abonniert habt, ihr könnt euch natürlich abonnieren. Es kostet nur einen Klick dort abonnieren und dann dort auf der Glocke, wenn ich ein neues Video mache, damit du eine Meldung bekommst. So funktioniert die heutige Technik. Die gleich alt sind wie ich, wissen da vielleicht nicht. Die Jungen schon, Mädchen auch. Und das kostet nichts. Abonnieren kostet noch nichts. Das kostet noch nichts. Aber es gibt Kanäle, ich habe auf meinem Türkischen das auch, dort kannst du Mitglied werden. Also kannst du auch ohne Glied werden. Also ohne sei ich, komm. Nein, jetzt machen wir, sorry, gell, für den Ausdruck. Machen wir fertig jetzt. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao zusammen, Murat.